all das Klimadossien sind komplex an Missionen. Immer merci für all die Leute, die sich wirklich so intensiv mit dem Dossier befassen und so erklären, dass wir sie alle gut besser verstehen. Das ist für uns auch vielleicht eine Gelegenheit, kurz auf die Kohlendioxid-Problematik anzugehen, dass wir das Gesetz stimmen, also mal erstens der Beweis, dass das System, wie ursprünglich angefordert wurde, an der Nachfolge im Kyoto-Protokoll nicht effizient war. Das ist eine Sache, die lange ein bisschen verdrängt wurde an der öffentlichen Diskussion. Einzelne Leute immer auf die Effizienz vom System aufmerksam gemacht. Sie sind als Klimakiller durchgestaltet gehen. Das Gesetz, was wir heute stimmen, ist ein Versuch, die Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren. Wir hoffen, dass sie dann auch wirklich zu einer Verbesserung können feiern. Mit der schwer, das heute aufzuschätzen. Wir gucken, das interessiert. Wir hoffen, ob nach Erfolg, mehr als Erfahrungen von der Vergangenheit, manchmal als ein gewisses Skepsis auch zu verstehen. Skepsis speziell auch hier für Lützeburg. Weil, wie will man eigentlich hier reduzieren, und das ist nämlich das, was ganz interessant ist, die Klimaziele, die wir als nur noch COP21 für Lützeburg fixieren, an einer Situation, wo die Regierung eigentlich just auf eine dauerhafte Croissance setzt, wo sie sieht, dass die Population vom Land wahrscheinlich irgendwie in der nächsten Zukunft über 1 Million Leute muss leiden, wo wir eine Croissance haben, die wir brauchen, aus einer Reihe Gründen, die an der Vergangenheit diskutiert werden und die DDR auch abgebrücht hat an einer Diskussion über die Zukunft vom Land. An eine Regierung, wo die gering mit dran sind, just als einziges Rezept die Blanc Croissance sowie Zukunft kein Alternativ real. Wie will man als CO2-Ausstoß als Lützeburg wirklich in der Kontrolle kriegen? Wie will man die Energie renouvelable auf 11% oder so absetzen, wenn die dauernde Croissance vom Land als ja praktisch automatisch forciert, den Kohlendioxidausstoß auch permanent an die Luft zu setzen? Wie streng können die Obligationen sein, die wir als Lützeburg da abholen, nur COP21, wenn wir gleichzeitig konfrontiert sind mit einer Regierung, die als einziges Rezept ein dauerhaft Plan an nicht steuerbare Croissance für das Land proposiert. Hier mengnisch als ein Defi für die Zukunft. Wir müssen einfach einen Anklang finden zwischen einem Modell für Lützeburg, einer Zukunft für Lützeburg, die wir können maîtrisieren, die wir noch können planen, und dann evaluieren, was wir dann wirklich als Energie brauchen, für die Gesellschaft dann zu alimentieren. An eine dritte Bemerkung von unserer Seite aus, also die auch mengnisch mit der Kompetitivität von unserer Entreprise, noch mit Energie, verantwortlichen Umgang mit Energie zu dienen hat, das ist eben die Frage von Import, wo ein ökologischen Dumping, wo Produkte, ein Import von Produkten, die mit einem ökologischen Dumping produziert gesehen. Die Frage muss man uns auch stellen, an dem Kader, wo die Welthandelsorganisationen, die dafür zuständig sind, auch zusammen mit der Kommission, die Kompetenz hat für den Außenhandel von der Europäischen Union. Wir können nicht nur gucken, dass durch ökologischen und sozialen Dumping als Ziele als Europäische Union an denen Bereichen dauerhaft auf Frage gestellt sind. Für uns als ADR, wir drohen das gerne mit. Auch wir verteidigen die Idee, dass der atmosphärische Schutz muss garantiert sein. Wir freuen uns, wie realistisch ist das. Und wir denken, dass die Aufgabe von der Lützeburger Regierung ist, diesem Land eine Zukunftsperspektive zu bieten, ein Modell Lützeburg zu bieten, das nicht mehr darauf angewiesen ist, auf eine permanente Croissance.